Der nächste Apero machst du nur mit dem Steady Blätterteig Geheimnis, wo Patricia erfunden hat. Tada! Hier und lieber Gruß an alle, die so einem Grillkurs waren von mir. Dort war mein Daddy sogar noch dabei. In der ganzen Schweiz und bis ganz tief ins Bündnerland rauf. Aber ehrlich, wir haben Blätterteig, Marinade, fertig. Und da gibt es etwas anderes. Bin gespannt. Hast du sogar noch weniger Zutaten in dem Fall? Ich habe heute Pesto, Pesto Rosso und Sprints. Und für eine andere Version habe ich Frischkäse. Für beide natürlich verschiedene Städtegewürze. Das ist klar. Und ein Ei. Bist du jetzt schon gespannt? Hast auch schon ein bisschen Hunger? Freue mich drauf. Das ist super. Dann, Bis nachher. wir sehen uns ganz bald. Sehr gut. Ciao, Tschüss. ciao. Der Ofen und Luft 200 Grad bei mir. Ich habe versprochen, 2 verschiedene zu machen. Dafür schneide ich gleich hier schon die Hälfte. Mit dem ersten mache ich quasi das, was am einfachsten und schneller geht. Mache hier Pesto Rosso. Mache ich hier ein bisschen Stickhauspfeffer. Auch eine von meinen Lieblings. Da merkt man, oder? Ich benutze so oft. Und Sprints. Ich empfehle einfach, einen Käse, so eine Reife, so eine Hartkäse zu nehmen. So. Und jetzt mache ich so ein Streifli. Wir machen so, Entschuldigung, wenn ich falsch ausspreche, Flüt, eine 8. Das wird etwas für ein Apero. Und jetzt rolle ich das einfach so. Man weiß ja, das Blätterteig geht auch ein bisschen auf im Ofen. Einfach rollen, rollen, rollen. Ich verteile das schön, weil ich sehe schon, ich brauche ein anderes für das andere Gebäck. Die andere Hälfte wartet noch. Da machen wir eine mit Frischkäse, ein bisschen Pizzapasta-Gewürz, natürlich ein bisschen Herdöpfelgewürz. Und ich mache doch auch hier Stickhauspfeffer. Einfach schön mischen. Da mache ich ein bisschen anderes als die andere Version. Das schneide ich so viereckig, mehr oder weniger gleichmäßig. Wir sind ja keine Maschine zum Glück. Und dann mache ich so in der Mitte von diesen 4 Ecken ein bisschen von der Mischung. Und jetzt, ich könnte einfach Suppe machen, so Kissen machen, aber wir machen ein bisschen anders, schöner. Dann schneide ich hier so von der Mitte bis zum Rand. Machen wir die erste und wir machen so Windrädlis. Ich nehme dann aus diesen Dreiecken, steht jetzt 4 Dreiecke, oder? Ich nehme aus diese hier diese Rand, aus dem nächsten diese Rand. Und dann wieder zum anderen, hier drauf und dann nochmal drauf. So sieht es am Schluss aus, oder? Mehr oder weniger. Jetzt, damit schön wird, machen wir ein bisschen Eier drauf. Mit dem Steady-Pinsel natürlich. Windrädli. Jetzt, wenn sie da sind, tue ich einfach jeder in die Mitte ein bisschen andrücken, dass sie nicht aufgehen. Dann das Ei drauf. Und jetzt kommen sie einfach in den Ofen, bis schön goldbraun und knusprig sind. Also, ich meine, das ist besser als die Packung. Wir müssen probieren, dann erst dann. Richtig. Kann man was sagen, oder? Ich fange mit dem Stängeli. Ich habe schon einen in der Hand gehabt. Mit so einem schönen Stern. Ist vielleicht noch heiß. Ein bisschen. Immer. Aber Pass auf. mega fein. Da kann man hat ja 2 Hände, darum haben wir 2 Sachen gemacht. Ah, du hast schon tun. Du hast ein kleines genommen. Und auch der Unterschied ist mega. Gell? Und man kann das auch so zu zweiten essen. So, und Hätte man können, ja. dann abknabbern und in die Mitte. Ja, könnte man. Rein theoretisch. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dasein, fürs Nachkochen. Bis nächstes Mal. Abonnieren, teilen, liken und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao zusammen.